Das war ein guter langer Ball und jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt müsste er eigentlich flanken. Ja, der Ball kommt tief. Und er spielt den Ball nicht nur lang, sondern auch exakt und präzise. Das ist ein Weltklasse-Dribbel. Jetzt die Augen nur nach. Er trifft! Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Und das war wirklich klasse gemacht. Der Torhüter ohne jede Chance. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ja, und quasi zum Start dieser Partie gibt es gleich einen Eckball. Und nach vorne geköpft, ja. Ja, das ist schon klasse. Kombinationsfußball. Ja, sowas nennt man wohl eine geschossene Mannschaftsleistung. Und wieder mal Endstation beim Verteidiger. So, schönes Zuspiel, vielleicht die Chance jetzt. Achtung, jetzt brennt's. Tor! Sie haben die Chance genutzt und diesen wichtigen Treffer erzielt. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Ja, das ist ja eigentlich kaum noch einzuholen. So, jetzt muss er den Ball nach innen ziehen. Der Abwehrspieler hat sich den Ball geangelt. Herrlich platziert. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Ja, der Verteidiger muss da die Kritik sich schon gefallen lassen. Er ist schuld an diesem Treffer, keine Frage. Also bitte, das war eines der rüdesten Fouls, die ich je gesehen habe. Wo bleibt denn der Pfiff? Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Da kann sich der Spieler beim Schiedsrichter bedanken, dass er für diese Aktion keine Karte sieht. Er findet den freien Mann. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Abwehrspieler. Weit nach vorne geschlagen. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Der hat er nicht lange überlegen müssen, das ist gelb. Foul, ganz klar, richtige Entscheidung des Schiedsrichters, gelb. Ja, und der Keeper braucht nicht einzugreifen. Und hier die Abseitsentscheidung, nochmal in der Wiederholung. So, nach der Hälfte ist er wieder am Ballplatz. Ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Ja, da hat er noch nicht mal den Ball gehabt. Freistoß. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz, jetzt ist er da.
Und zu Recht unterbricht der Schiedsrichter die Begegnung hier mit dem Freistoßpfiff. Ich verstehe ja, dass sich jeder harte Zweikampf eine gelbe Karte nach sich zieht, aber hier wäre sie mit Sicherheit angebracht gewesen. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Da wird die Situation gut eingeschätzt. Ja, der war gar nicht so leicht anzunehmen. Hat er aber gut gemacht mit der Brust. Ja, sowas kann natürlich kein Schiedsrichter durchgehen lassen. Klare Sache, Freistoß. Es gibt verdientermaßen Applaus. Toller, langer Ball. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, der Spieler wirkt angeschlagen. Es könnte eine Verletzung vorliegen. Gelbe Karte gibt das natürlich. Ja, für so eine rüde Attacke sind andere Spieler schon vom Platz geflogen. Er behält die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. Und ein langer Ball, genau auf den Mann. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Pfosten. Genau in den Winkel. Ja, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob der Trainer reagiert. Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen, denn der hat ja schon 2 Tore erzielt. Ja, die erste Halbzeit ist vorbei und das Ergebnis ist schon recht eindeutig. 3:1. Wenn sie diesen Druck in den zweiten 45 Minuten aufrechterhalten, kann hier eigentlich nicht mehr viel passieren. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Die Spieler sind alle da. Auf geht's. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber nach diesem Schuss relativ früh. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Ja, so wünscht sich das jeder Trainer. Die Viererabwehr da hinten steht sehr kompakt, sicher und solide. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Wenn Sie einen Abwehrspieler brauchen, es ist bislang immer einer zur Stelle. Und das Dribbling stammt anscheinend. Und jetzt muss er schießen. Und er trifft Alu. Das ist doch eine klägliche Hereingabe. Schnell das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. Los, schieß, Junge! Und jetzt muss er raus, der Torwart. Prima! Hat dem Stürmer im letzten Augenblick den Ball noch vom Fuß gespitzelt. Die Flanke hätte ein bisschen schärfer kommen müssen, dann wäre es, glaube ich, schwieriger geworden. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Und er trifft ihn hier voll am Schienbein, also da hätte man eigentlich gut und gern auch gelb geben können. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfelds auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Das war ein guter Kopfball.
Ja, ein schöner Pass. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. So, jetzt warten sie in der Mitte auf seine Hereingabe. Junge, und das müsste jetzt den Treffer geben. Und den Treffer können wir uns gerne noch 3-4 Mal anschauen. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Die Abwehr sah nicht gut aus bei schnellen Gegenangriffen und diesmal haben sie das Tor kassiert. Wir können hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da an der Seitenlinie warm machen. Da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornimmt. So, und jetzt doppelte Auswechslung. Gleich 2 Spieler kommen neu in die Partie. So, den muss er jetzt verwandeln. Gehalten, aber der Ball ist noch im Spiel. Weg mit dem Ball. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Und das war schon toll, dieser Pass. So, jetzt wird's gefährlich. Wunderschönes Tor. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Aller guten Dinge sind 3. Das war sein 3. Treffer in diesem Spiel. Und das heißt Hattrick. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Nur raus damit. Einfach weg aus der Gefahrenzone. Das war ein Foul und deswegen gibt es Freistoß. Es gab ja die eine oder andere Unterbrechung in dieser Partie, deswegen 3 Minuten Nachspielzeit. An die Latte, aber trotzdem noch Achtung. So, der Ball ist draußen, gibt Eckball. Gut mit der... Nein, diesen Schuss musst du nicht erstmal reinwerfen. Hat er getan, war auch wichtig. Und der Schiedsrichter beendet die Partie bei einem Schlussresultat von 4:2.